Regierung in Washington setzte Russland auf eine schwarze Liste von Ländern, denen systematische, anhaltende und schwerwiegende Verletzungen der Religionsfreiheit zur Last gelegt werden, wie US-Außenminister Antony Blinken am Mittwoch mitteilte. Auf der Liste stehen wie bereits im Vorjahr auch China, Eritrea, der Iran, Myanmar, Nordkorea, Pakistan, Saudi-Arabien, Tadschikistan und Turkmenistan. Um der Ausbreitung des Virus in Peking zu begegnen, hat man neue Maßnahmen beschlossen, vor allem um für die Olympischen Spiele vorbereitet zu sein. Alle Reisenden brauchen nun einen PCR-Test und die Inlandsflüge wurden stark reduziert. Die Minister Japans und Australiens teilten ihre entschiedene Ablehnung jeglicher einseitigen Versuche, den Status quo im Ost- und Südchinesischen Meer gewaltsam zu ändern, mit. Der amerikanische Präsident Biden soll seinen chinesischen Amtskollegen in einer Videokonferenz darum gebeten haben, die Benzinreserven für den Markt zu öffnen, damit Washington die internationalen Benzinpreise senken kann. In Schweden wird nun bei Versammlungen ab 100 Personen ein Impfnachweis verlangt. Die Entwickler des Corona-Impfstoffs von BioNTech haben eine der bedeutendsten Ehrungen der deutschen Wissenschaft erhalten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verlieh dem Team um die Firmengründer Özlem Türeci und Uğur Şahin am Mittwochabend den Deutschen Zukunftspreis 2021. Chinas Ministerium für Industrie und Informationstechnologie gab Pläne bekannt, die Zahl der 5G-Basisstationen in den nächsten 4 Jahren mehr als zu verdreifachen und bis Ende 2025 insgesamt 3,64 Millionen zu erreichen, berichtete die lokale Zeitung China Daily.